bin stellvertretender Chefredakteur vom Grevenbroicher Tagblatt, wobei ich wäre ja einmal beinahe Chefredakteur geworden. Ja. Nur leider, als die Position vergeben wurde, war ich nicht da. Ich war auf Tour gewesen, ja, ich hatte Rücken, ich meine, ich habe ja heute auch alle. Ja, ich hatte Rücken, wobei, ich weiß ja, das heißt ja nicht Rücken, sondern das heißt ja Lumbago. Aber ich dachte, das wäre sowas mit Rum und Schokolade. Ne? Aber das ist ja Lumumba. Umschätzelein, heute weiß ich. Wenn ich Rücken habe, habe ich Lumbago. Und wenn ich so eine habe wie dich, Freunde, ich habe schon lange genommen, ich habe schon lange gezogen, Leute. Sehr einige fatale Gesichter, wie gesagt, ich war im Oktober hier. Ja, da war ein Wein und Laber. Da sehe ich den Herrn Süß. Der Herr Süß. Sie erinnern sich noch an mich, ja? Ja, das ist grüße Sie. Ja. Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ja Umschläge verteilt im Oktober bei der Jubiläumsfeier, da war Bild gesammelt worden. Ich habe ja wegen was rausgenommen, ja, wissen Sie doch, ja. Ich habe mir erlaubt, ja, als Ausgleich, ja, weil wir wieder gut machen, in ein kleines Weihnachtsgeschenk zu bringen, ja, und habe hier, für Sie später, als Bildserum, ja. Wieder vorsichtig trinken, ja. Also, Sie können damit eine Diabetiker wieder beleben, ja, dann sehe ich, ich sehe den Herrn Busch, ja. Ja, wissen Sie, wir kennen uns auch noch vom letzten Jahr. Herr Busch, eine Frage, wo kommen Sie eigentlich her? Ja. Das kommt nach Boxheim. Boxheim. Das ist drüben in der Pfalz. Ja. Ja, Freunde, niemand ist perfekt, da kann man nichts machen. Das ist noch der nächste Schritt. Ja. Grüßen Sie, Herr Schulz. Herr Schulz, ich beneide Sie. Ja. Sie haben wirklich lecker Schätzelein so unter sich. Auf die Sophie zum Beispiel. Ich bin zwar nur stellvertretender Chefredakteur, aber so die eine oder andere will ich Ihnen als meine Sekretärin schon abwerben. Ja? Ja, Herr Schulz, ich habe festgestellt, dass wir zwei beide etwas gemeinsam haben, einiges sogar gemeinsam haben. Wir sind in den besten Jahren. Ja. Unsere Gradlinigkeit, ja, und unsere sexy Ausstrahlung. Leute, Spaß gesagt. Ja, man kann ja alles haben mögen. Ja, nicht immer nur die jungen Dinger hier, ja, weiter. Ja, Freunde, ich sollte ja ein Interview machen. Mit dem Herrn Schmidt bin schon die ganze Zeit am Laufen. Hab Füße, ja. Ich habe auch einen eingewachsenen Zehner. Da ist vorne schon so ein gelber Rand. Ja, kann man auch auf hier. Schön. Danke, Herr Maurer. Aber ich habe auch eine Frage an Sie. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich den Herrn Schmidt finde, aber was ist an dem Gerücht dran, dass das Werk Mannheim nach Grevenbroich verlagert wird? Ja, nein, Vertretung die Stadt Grevenbroich hat mir ein Vitus D wieder ausgewiesen und das muss ja mit Wirtschaft belegt werden, Leute, bin schon bereit. Ja, Freunde, wir haben sogar eine Notlösung, ja, weil niemand arbeitet mit nicht leeren Magen. Ja, und das Casino, Kantine erstmal aufgebaut ist. Die Gerti Profus, die hat einen Imbiss neben dem Kohlekraftwerk. Ja, die kann uns so lange versorgen, ja, überlegen Sie sich nochmal. Ich habe mir überlegt, ja, ich dachte mir,
ist die Ihr macht euch verrückt. Ich meine, wir sind doch hier fein, was so ist. Zum Wohle, Vorsicht. Das können Sie nachher bezeichnen, ja, das kann man wieder machen. Ja. Bin ich fertig? Ich muss das Interview heute unbedingt schnell über die Bühne kriegen. Ja. Ich bin ja gestern hierher nach Frankreich gekommen. Ja. Aber ich muss morgen wieder zurück, denn ich bin hier mit den Kegelfrauen aus Grevenbroich. Ja, Reisekosten gespart, ja. Ich meine, muss ja 10 Leute reisen. Ja. Und ich fahre morgen wieder zurück. Ja. Was wollte ich jetzt? Ja. Was sehe ich? Das ist die Frau Breckley. Ja, Frau Breckley. Sie waren ja auch letztes Mal dabei. Ja. Ja. Und Sie sind wieder so gut, Frau Breckley. Frau Breckley. Ja. Aber ich glaube, Sie sich nicht zusammenreißen. Frau Breckley, ich habe ja aus Ihrem Umschlag auch ein paar Münzen genommen. Ja, aber als kleine Wiedergutmachung, ja, müssen Sie nicht sofort bringen. Die Beispiel fahren Sie Auto. Ja, fahren Sie Auto. Ja, seien Sie vorsichtig. Hier für Sie. In Grevenbroich wurde nämlich in einer verkehrsberühmten Einkaufszone eine 60-jährige Oma geblitzt. Ja. Ich habe neulich darüber berichtet. Ja. Sie hatte gemeint, bei der Polizei, sie brauchte ganz dringend ein neues Passfoto für ihren Führerschein. Ja. Heute braucht sie einen neuen Führerschein für ihr Passfoto. Ja. Ja, das sehe ich die Frau Kern. Wer war eigentlich das letzte Mal im Oktober alles dabei? Wer weiß noch? Ja, doch einige. Ja, das kenne ich doch gerade jeder. Ja, Frau Kern, meine Schwiegermutter in Spee. Ja. Eine noch, ja. Auch eine Erinnerung und das sind gemeinsame Zeit. Ja, kleine Wiedergutmachung. Ja. Ich denke aber, es war noch genug Geld im Umschlag, ja, dass es für einen Frühschoppen gereicht habe, oder? Ja, Freunde, ich wollte auch nicht lange aufhalten, weil wir Weihnachten feiern, ja, wäre ganz schön. Ja, ich verspiele dann auch gleich wieder, ja, und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, ja, und ach so, das fällt mir ein. Ja, und ich letztes Mal schon sagen kann, bei Ihrer Jubiläumsfeier, ja, ich soll ja auch mal geehrt werden. Ich bin ja kein Sohn Mannheims, ja, sondern ich bin ein Sohn der Stadt Grevenbroich. Ja, und die wollten mich zum Ehrenbürger machen. Ja, aber ich wollte das nicht. Das war mir peinlich. Daraufhin habe ich dem Bürgermeister einen netten Brief geschrieben. Dann haben die das auch gestoppt. Ja, wobei ich habe den Brief noch gar nicht abgeschrieben. Ja, wie gesagt, ich will auch nicht aufhalten, ich muss ja noch einen Schmied finden, ich weiß nicht, wo der ist, ich bin überall rumgelaufen, ja. Ich war auch schon bei Hamburg vorne, ja. Und habe gedacht, jetzt dort auf Toilette, weil man hat gesagt, ich soll es bei Hand probieren. Aber er war nicht da, ja. Ja, man kann jetzt sagen, ich habe auch die Autos da. Ja, Freunde, ich verabschiede mich schon wieder. Ja. Ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, und rutscht nicht so tief. Ja. Das neue Jahr. Bleibt noch rein. Ja. Ja. Und wünsche euch alles Gute. Vielleicht sieht man sich hier mal wieder über den Weg. Ja. Ich wünsche euch Freunde, macht's gut. Das ist ein Genuss.
An der Stelle, das ist mir nur ein Genusswurst, wenn du hier kommst und ein kleines Interview gibst oder was auch immer so dir so einfällt. Mit dir habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet an der Stelle. Trotzdem war es umso schöner und auflockernder an der Stelle. Also, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Darf ich eine Kleinigkeit überreichen an der Stelle? Und ich hoffe, man sieht sich irgendwann wieder. Ich denke mal. Und wie gesagt,